Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum ersten FCB-Talk zum ersten Spieltag. Ja, Ergebnis war ja gestern nicht so geil mit dem 2:2 gegen Hertha, war ja nicht so ein super toller Start. Ich habe gerade auf unserer Seite gelesen, irgendwie das Spiel macht Lust auf mehr. Ja, kann ich nur bedingt zustimmen. Ja, bevor ich zum Spiel komme, erstmal ein paar Worte zu unserer Transferpolitik bisher. Ich hatte ja schon in dem ersten Video, was ich gemacht habe, da schon ein bisschen was zu meiner Meinung kundgetan. Ich meine, bisher, ja, Ivan Perisic, Alter, der alte Dortmunder und Wolfsburger. Ich meine, wenn man sich seine Statistiken anguckt, ja, alles gut. Solider Spieler, keine Frage. Mit Sicherheit auch keine Frage, guter Deal da auszuleihen für ein Jahr oder was und dann eine Kaufoption zu haben. Kostet nicht viel und wird ein guter Backup sein. Ich denke nicht, dass er irgendwie vor Gnabry oder vor Coman da irgendwie gesetzt ist. Wie gesagt, kann man machen nach der Sané-Verletzung, obwohl ich den Sané auch nicht irgendwie für die Summen, die da in Umlauf waren, hätte haben wollen, wenn ich da was von 120, 150 Millionen gelesen habe. Also, wir sind der FC Bayern, wir sollten uns auch dahingehend treu bleiben und irgendwie da eine gewisse Grenze haben. Ja, jetzt steht ja überall, dass der Coutinho kommt. Das war noch nicht unterschrieben, das soll ja im Laufe heute, morgen soweit sein. Ja, super, ne? Ich denke, kann uns richtig gut tun, weil, ja, wenn ich gleich zum Spiel komme, hat man gestern auch gesehen, was uns einfach fehlt. Das ist halt einfach in der Mitte vorne jemand und ich denke, da passt er sehr gut rein. Es waren jetzt auch keine Zahlen bekannt. Ich denke, billig wird der auch nicht sein. Aber es ist ja so, dass wir ihn für ein Jahr ausleihen, wenn das so kommt, wie es da steht. Von daher denke ich auch alles richtig gemacht. Und da muss man halt gucken, was die Ablöse danach sagt. 27 Jahre, ich denke, er wird auf jeden Fall noch 5 gute Jahre haben. Vom Alter her. Perisic 30, ja, wie gesagt. Hätte er keine Dortmunder Vergangenheit, wäre er mir ein bisschen sympathischer, aber er ist Kroate, der Kovac ist Kroate, ich denke mal, die können ganz gut und wie gesagt, er ist ein solider Spieler, das wird schon passen, denke ich. Ansonsten müsste ich mal eben gucken, wie hieß er denn, der komische Gladbacher, jetzt wollen wir noch Michael Cusson, oder wie man das ausspricht, nochmal ein Franzose. Keine Ahnung, habe ich noch nie was von gehört, bevor ich es gelesen habe. 20 Jahre altes Top-Talent, ist unzufrieden, dass er in Gladbach nicht spielt. Kommt da nach München, um in München zu spielen. Ja, Leute, keine Ahnung. Das ist, also, ich meine, es kann mich vielleicht überraschen. Ich meine, es sind 10 Mille, ja. Es kann mich überraschen, dass es doch was wird. Aber ich denke, der wird den Weg gehen, wie ihn so einige andere Talente gegangen sind. Ja, war eine Vorbereitung eigentlich ganz gut dabei. Ich weiß nicht, warum er jetzt außen vor war. Auch schon im Supercup habe ich nicht wirklich verstanden. Keine Ahnung, was da los ist. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Und ja, ansonsten ist natürlich die Rede von Mandschu. Mandzukic, wer kein Bayerner ist, kennt den Begriff Mandschu vielleicht nicht. Wollte kaufen, definitiv. Ich habe damals Rotz und Wasser geheult, als er uns verlassen hat. Habe ich auch absolut nicht verstanden. Ja, Typ Carsten Janka. Oh. Noch ein bisschen kampfstärker. Also Mandzukic ist selten so ein Spieler gesehen, der so viel ackert. Auch wenn er nicht immer getroffen hat, aber was er gearbeitet hat allein für die Mannschaft, habe ich keinen anderen Stürmer gesehen, der das je getan hat. Und auch wenn er 33 ist, und er möchte ja kommen, also ich würde es sehr begrüßen und ich denke, er kann uns auf jeden Fall weiterhelfen, auch in dem Alter noch. Man muss auch nicht immer aufs Alter gucken, wenn die Leistung stimmt, also ich bitte euch, also wie gesagt, ich bin ganz klar für Mandschu und ich denke, wenn der Coutinho kommt, was ja so gut wie safe ist, wenn der Mandschu auch noch kommt, denke ich, haben wir auch ganz gute Chancen, in der Bundesliga wieder was zu reißen.
Und erhöht natürlich auch ein bisschen die Chancen in der Champions League irgendwie vielleicht doch noch das Halbfinale zu erreichen. Ansonsten mit dem aktuellen Kader und ja, sehe ich für die Champions League persönlich nicht viel. Je nach Auslosung, ja, muss ein bisschen Glück haben, aber ich denke, Viertelfinale wird spätestens Ende sein für uns. Da müsste die Mannschaft schon sehr über sich hinauswachsen. Man hat das gestern gesehen, man hat es auch in der Vorbereitung gesehen. Und, ja, es ist noch nicht mal unbedingt der Mannschaft geschuldet, das ist schon so ein bisschen dem Trainer geschuldet. Auch wenn ich da vielleicht eine bisschen eigene Meinung habe. Wie gesagt, ich mag den Kovac, habe ihn auch als Spieler gemocht. Genauso wie ich den Salihamidzic mag. Aber was der auch diesen Sommer abgeliefert hat, ist halt auch nicht Bayern-like. Das muss man knallhart so sagen. Dieses ganze, ja, erst da Gelaber mit dem Otzen-Odi und Leute, das ist nicht Bayern-like. Bayern war immer so, es wurde darüber einen Transfer geredet, wenn ein Transfer fix war. Nicht vorher irgendwas ins Land gerufen und auch nicht bis auf den letzten Tag gewartet. Da kann man sich, traurig, aber was ich das sage, da kann man sich, was das Transfergeschehen angeht, dieses Jahr auf jeden Fall ein Beispiel an den Dortmunder nehmen, die wichtigsten Transfers direkt am Anfang angetütet haben und jetzt noch gucken, dass ein paar Spieler loswerden. Des Weiteren haben sie auch gute Transfers gemacht, um da mal ganz kurz darauf einzugehen. Verstehe auch nicht, warum die Bayern sich nicht um Brandt bemüht haben. Für 25 Millionen ist das ein Geschenk in der heutigen Zeit. Aber gut, anderes Thema, darum soll es jetzt nicht gehen. Ja, wie gesagt, wenn der Coutinho noch kommt, wenn echter Mannschuh kommt, dann bin ich guter Dinge. Ansonsten würde ich mir definitiv einen defensiven Mittelfeldspieler wünschen. Also, mein Gott. Steckt halt Atletico Bilbao 40 Mille in den Arsch, was soll's. Ist ein Talent, 23 Jahre alt und wir brauchen halt einfach einen. Wir haben keinen defensiven Mittelfeldspieler außer natürlich den Xavi, also Martinez. Das macht mir Sorge. Das hat man auch gestern gesehen. Ich weiß nicht, warum der Kovac, auch einer der Kritikpunkte, die ich am Kovac habe, warum der Kovac den Thiago als defensiven, als Sechser sieht. Also der Thiago ist ja vieles, aber mit Sicherheit kein Sechser. Da müssen wir uns nichts vormachen, ja. Erstmal ist er viel zu leichtsinnig mit seinen 1, 2, 3 Trara. Und er ist einfach auch verschenkt. Also auf der 8 hat er viel mehr Entfaltungspotenzial. Da kannst du noch eher den Goretzka als Sechser nehmen. Auch wenn ich dann gesehen habe, dass der Pavard gestern nach vorne gerannt ist und der Thiago dann sich hat fallen lassen und hat den zweiten Innenverteidiger gemacht. Toll, das kannst du vielleicht mal gegen Hertha machen, die 90 Minuten hinten drin stehen. Oder in der Bundesliga kannst du das vielleicht mal machen, aber auf hohem Niveau ist mit der Defensivausrichtung da kein Blumentopf zu gewinnen. Das ist ja lächerlich. Wie gesagt, ich habe kein Verständnis dafür, den Thiago als Sechser zu sehen. Und schon gar nicht, das Allerwichtigste, ihn als alleinigen Sechser zu sehen. Ich meine, wenn er Martinez neben sich hat und er möchte mit einer Doppel-6 spielen, gönn dir. Aber ohne defensiven Mann, guck dir den Kimmich an, guck dir den Alaba an, das sind auch keine Defensiven, die sind ja auch mehr vorne wie hinten und ja, dann stehen da 2 Innenverteidiger. Können wir vielleicht machen, wenn wir mit Dreierkette spielen würden, mit 3 Innenverteidigern, kann man darüber reden, dass man keinen defensiven Mittelfeldspieler braucht, aber so ist das ein Graus und das hat man gestern schon gegen harmlose Herthaner gesehen, das hat man auch in der letzten Saison gesehen. Aber wir waren nur stabil, man hat es gesehen gegen Dortmund zum Beispiel, wenn Martinez halt auf dem Platz stand, generell in den Spielen, wo Martinez auf dem Platz stand. Und dann das Argument zu bringen, er wäre nicht kreativ genug oder hätte nicht diese Übersicht oder sonst irgendwas, ist absolut lächerlich, Leute. Ich weiß nicht, warum man den Martinez letztes Jahr so, ja, so außen vor gelassen hat, deswegen ist der Kovac mir auch unsympathisch geworden. Der Martinez ist eine absolute Granate. Stand ja auch lange zur Debatte, dass er verkauft wird. Ich habe so gehofft, dass es nicht so ist und zum Glück ist es bisher nicht so. Wer weiß, was noch passiert. Aber wenn sie den auch noch verkaufen, dann sehe ich ganz schwarz. Also man kann nicht nur immer diese ganzen kreativen Offensiven haben, man muss halt auch, ja, alte Fußballerweisheit, Hüb Stevens, die Null muss stehen. Aber nein, wir brauchen halt, gerade wenn der Kovac jetzt da so ein System da etablieren will mit einem Sechser, da muss das auch ein Sechser sein, der auch defensiv was kann. Und machen wir uns nichts vor, der Thiago kann defensiv nichts. Ja? Ich meine, er ist schon ein bisschen besser geworden, er hat ein bisschen besseres Zweikampfverhalten nach hinten und so. Aber er ist viel zu leichtsinnig, auch wenn er ein bisschen unter Druck steht dann und sowas. Also
Ja, das ist so meine Meinung. Generell zum Kovac. Ja, ich meine, ist die Führungsriege selber schuld letztes Jahr, ja. Dass wir ihn da so hat im Regen stehen lassen. Aber er ist auch selber schuld, dass er sich hat einfach verbiegen lassen. Also, ich meine, er hat sein System angefangen letztes Jahr. Ersten Spieltag hat es gut geknallt, dann war das Loch da, dann hat er sich reinreden lassen und dann ist wieder das alte System gewechselt. Ich denke übrigens auch ganz nebenbei, dass das ein Grund ist, warum der Hummels weg ist. Ich denke, der Hummels war ein Hauptgrund, weil er Meinungsspieler ist, der dafür gesorgt hat, dass das alte System wiederkommt, wegen mehr Sicherheit und so weiter. Und dann wird der Kovac den jetzt einfach aussortiert haben. Meine Theorie, weil es gab eigentlich keinen Grund für den Hummels, der sich das ja reiflich überlegt hatte, dass er nochmal zu seinem Heimatverein zurückgeht vor 2 Jahren. Wieder nach Dortmund zu gehen. Klar, für ihn jetzt super, er ist da der Macher, jetzt wieder der Leader und ich finde es ein bisschen schade, auch wenn ich es vorher gesagt habe, ja, man kann es verstehen, klar. Wie gesagt, für das Alter muss er das Geld mitnehmen. Alles gut, aber ich denke, das war halt auch so ein Punkt der Kovac und ja, also mich hat er noch nicht überzeugt. Ja, ich meine, Double, ja, sind wir ja mal ganz ehrlich. Da kannst du mich als Bayern-Trainer hinstellen, dann gewinne ich auch noch das Double, ja. Wo ist das Problem? Die Mannschaft hat sich letztes Jahr selber aufgestellt und du hast immer noch Robberie gehabt und ja, also du musst das ein bisschen moderieren, musst ja alle bei guter Laune halten und ihr habt es gesehen, wir spielen das System seit 5, 6 Jahren, seitdem der Pep halt da war und ja, das spielt sich von alleine, da brauchst du keinen Trainer, der da irgendwas macht. Ansonsten hast du deine Fitnesstrainer, du hast deine Docs, ich bitte dich, du musst nur ein bisschen moderieren und der Kovac hat kein System. Er hat kein eigenes System mitgebracht oder er hat sich halt verbiegen lassen, sagen wir es mal so. Und auch dieses Jahr wieder, ich sehe keine Handschrift. Also gestern das Spiel war wie ein Spiel vor 5 Jahren. Das war ein Pep-Spiel, also gehe ich gleich ein bisschen drauf ein. Ballbesitz ohne Ende und ideenlos, komplett ideenlos im Angriff. Komplett ideenlos durch die Mitte und ja, es war langweilig. Es war ein langweiliges Spiel. Ich habe kein gutes Spiel gesehen von uns. Wir haben eine gute Phase gehabt zwischen der 20. oder sagen wir mal so, nach der ersten Viertelstunde war Hertha gut mit ihrem Pressing und sowas, haben sie uns Probleme bereitet. Danach haben wir das Spiel im Griff gekriegt und haben bis zum 1:1 quasi, haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht. Das waren halt so 20 Minuten. Nach dem 1:1 waren wir, keine Ahnung, das war dann echt so, wie der Franz sagen würde, Schülermannschaft mäßig. Da waren wir komplett verunsichert, total lächerlich und ja, zweite Halbzeit, es war nicht Bayern-like. Also, der letzte Wille hat mir einfach gefehlt. Der hat mir letztes Jahr auch schon gefehlt, muss ich sagen. Der einzige, wo du gesehen hast, dass er geil war, war der Lever. Alle anderen war so, ja. Wenn man so zuguckt, so, ja, ist eigentlich, ja, jetzt haben wir 2:2, ist doch gut. Es hat, nach dem 2:2 hat einfach der Wille gefehlt, um das Spiel wirklich gewinnen zu wollen. Also, ich weiß nicht, ob da ein Teil der Mannschaft jetzt schon so gegen den Kovac spielt oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, man kann das mit so einem Trainer versuchen, ja. Aber erstens, warum hat man dann damals nicht den Nagelsmann genommen? Für mich nichts anderes als der Kovac, genauso unerfahren. Der hätte sich aber definitiv nicht reinreden lassen. Da machen wir uns nichts vor. Und generell sollte das ja ein Trainer auch nicht tun bei Bayern München. Mich würde es sehr überraschen, wenn der Kovac die Saison überlebt. Sage ich ganz ehrlich. Geschweige denn, dass er nach der Saison noch da ist. Egal, ob er Meister wird oder nicht. Naja, gut. Aber er soll jetzt hier eigentlich um den Spieltag gehen. Aber ich wollte das nochmal so generell loswerden zum Start der Saison. Das wird natürlich demnächst sich dann hauptsächlich um das Spiel drehen. Gut, kommen wir mal zum Spiel. Statistiken kann ich euch auch mal rausballern. Ja, ihr seht 2:2, wer es nicht mitgekriegt hat. Ich scroll mal eben, dass die Webcam ein bisschen im Bild, ne? So. Ja, also es sind ja keine überraschenden Statistiken. 70,6% haben wir Ballbesitz gehabt.
Wir haben 6 Fouls gehabt, Hertha 18, Zweikämpfe haben wir 60% gewonnen, Hertha 40%, was sehr gut ist, keine Frage. Torschüsse 17 haben wir gehabt, Hertha 6, Schüsse aufs Tor hatten wir 7, Hertha 3, Flanken hatten wir 21, Hertha 7. Ja. Statistik sagt eigentlich alles aus. Wie gesagt, das 1:1 war ja so ein Glücksding abgefälscht. Das 2:1 war, ja. Gut, war von Hertha nicht schlecht gemacht, aber dem Zusammenprall da und hin und her, weiß ich nicht, hätte man noch abpfeifen können in dem Moment, aber gut, ist so, haben wir kassiert, selbst schuld, wie gesagt, wir hatten genug, eine ganze Halbzeit Zeit, das Spiel zu drehen, war halt nicht so. Ja, ansonsten habt ihr hier so ein paar Statistiken, also Spieler, Schüsse insgesamt, jeweils 5 und so weiter, das sieht ja alles wenig. Gewonnene Zweikämpfe, Thiago 13, das liest sich ganz gut, widerspricht so ein bisschen. Ah ne, 7 hat er gewonnen, ne? Oder was? 13, ja, 7 hat er gewonnen, 13 hat er geführt. Guck mal, hat 11 geführt, 7 und Pavard, 7 gewonnen, 15 geführt. So verstehe ich es jetzt einfach mal, oder? Naja, gewonnen. Aber hier gewonnen, da Schüsse insgesamt 19. Wo steht da 5? 5 Austor. Ach, keine Ahnung, Leute. Das ist ein bisschen verwirrend, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Es geht ja hier um meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung ist halt, das Spiel war schwach von uns. Ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen bildmäßig oder Sport 1 mäßig oder Kicker-mäßig. Ich hört jetzt meine persönliche Noten zu den Spielern. Zum Kovac definitiv Note 6 schon mal. Warum? Verstehe nicht, wie man sieht 2:2. Es war dann wirklich keine Galligkeit da, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Es lief wie immer quer, Lücke suchen, hin und her, Ballbesitz. Wie komme ich dann auf die Idee, Alter? Ernsthaft. In der 86. Minute. Hier, den Renato Sanchez einzuwechseln. Für Müller, der ein Totalausfall war. Und den Alphonso Davies in der 87. für den Serge Gnabry. Was sollen denn die Spieler? Unabhängig von den Spielern. Was sollen die denn bitte in 3 Minuten ausrichten? Das ist doch lächerlich, Leute. Das ist lächerlich. Wie kann man denn... ich verstehe das nicht. Man wechselt doch dann wenigstens ab der 60. Wenn man nochmal ein Zeichen setzen will. Und wir hatten genug Totalausfälle auf dem Platz, die man hätte auswechseln können. Außerdem hatten wir auch noch genug andere Spieler auf der Bank. Man hätte auch mal einen quasi auf Refri bringen können. Den wahrscheinlich keine Sau von euch kennt. Der hat aber schon 4 Butzen in der Regionalliga, in der 3. Liga gemacht. Also er weiß auch, wo das Tor steht. Warum nicht einfach mal reinhauen? Ne? Und nicht irgendwie für 3 Minuten. Also da habe ich kein Verständnis für. Generell habe ich kein Verständnis dafür, wie mit dem Renato Sanchez umgegangen wird. Wer ihn gesehen hat bei der Europameisterschaft vor, ist jetzt schon 2 oder 3 Jahre her. Ja, absolute Granate. Und er hat jetzt auch in der Vorbereitung ein bisschen aufblitzen lassen, wenn man ihn dann sagt, ja, du hast das Vertrauen und dann sitzt, dann kommt er hier für 4 Minuten rein. Also Leute, das ist doch lächerlich. Also dann soll man sagen, weißt du was, wir haben kein Vertrauen in dich, komm, geh weg und dann sollen sie die 20, 25 Mille nehmen und sollen sie halt eben was anderes investieren, aber also einen jungen Spieler halt dann halt auch so zu verarschen, das ist halt auch keine Art und Weise und das kreide ich den Kovac auch an. Also auch mit den ganzen Talenten. Es wird immer so, wir haben keine Talente, wir haben genug Talente, die einfach keine Chance bekommen. Auch ein Alphonso Davies, also der ist ja jetzt auch nicht so schlecht, ja. Und für die Bundesliga sollten die alle mal erreichen. Warum kann man denen da nicht eine halbe Stunde geben oder sogar eine Halbzeit oder was? Gerade im so einem Spiel, wenn es nicht läuft. Ne? Beim 3:0, ja, beim 3:0 kannst du dieses Risiko reinschmeißen, aber was bringt das dann? So eine Spiele sind doch dann, wo es Sinn macht, wo Impulse kommen können. Er hat einfach keine Eier für mich, der Kovac. Er hat keine Eier für uns, bei uns. Muss ich mal ein Beispiel am Van Gaal nehmen. Er hat gesagt, hier, das sind meine Jugendspieler, die nehme ich, die stelle ich auf, fertig. Warum heulen sie denn immer rum, dass keine Jugendspieler hochkommen? Wenn kein Trainer die Eier hat zu sagen, das sind die beiden Jugendspieler, die möchte ich im Kader haben, die stelle ich auf. Und denen muss ich halt auch mal das Jahr geben, die sie brauchen zur Entwicklung.
Ja? Der Bad Stuber oder der Alaba oder die waren auch nicht gleich fehlerfrei. Ist nun mal so. Aber wenn man das nicht macht, wenn man da keine Eier zu hat, man muss mir auch nicht immer mit der Ausrede kommen, ja, in München haben die keine Chance, da ist der Druck so groß und hin und her. Ja, und Barca hat einen Messi auch mit 15 gekauft und er war mit 18 auf dem Platz gestanden. Also, weiß ich nicht. Geht in anderen Vereinen auch, das sind für mich immer alles faule Ausreden. Habe ich auch kein Verständnis für. Klar ist in München den Druck, aber ja, da muss man den Spielern halt einfach mal die Chance geben. Und die bekommt so ein Renato Sanchez oder auch ein Alphonso Davies für mich absolut gar nicht. Genauso wie so ein Fried, der ja schon öfters mal auf der Bank saß, der ja auch schon mal ein, zwei Kurzeinsätze hatte. Ja, hau sie doch einfach mal rein, Alter. Ne? Also deswegen der Kovac für mich schon mal Note 6. Der andere Grund, wir haben keine zweite Idee. Wir haben gestern den Stiefel durchgespielt, den wir irgendwie die ganze letzte Saison durchgespielt haben. Es gab keine Idee. Es war das Spiel wie immer. Breit machen, nach außen, eine Flanke versuchen. Es war keine zweite Idee da, die mal irgendwie eine Ballstaffette durch die Mitte hatte. Gut, Hertha hat es gut gemacht, stand sehr gut in der Mitte, keine Frage. Aber es waren da keine Ideen da, weil einfach auch kein Spieler da war, der hätte die Ideen haben können. Meine Tolisso war, zweite Halbzeit war er stark. Erste Halbzeit hast du gar nichts gesehen. Tolisso ist ein super Spieler in meinen Augen. Und sicher ein guter Antreiber, der auch gut aus der Tiefe kommt und damit in den 16er geht und so weiter. Aber er war halt, ist 11 Monate ausgefallen, Kreuzbandriss. Kann man auch die Fußballerweisheit wiederbringen, dass er mindestens genauso lange braucht, um wieder auf Topform zu kommen. Wie gesagt, zweite Halbzeit fand ich stark von ihm. Hat auch gut auf die Knochen gekriegt. Erste Halbzeit war er schwach, war er richtig schwach. Also, ja. Ich fange mal oben an. Neuer, ja, Neuer, was willst du Neuer vorwerfen? Gar nichts. Hat jetzt auch keinen Unhaltbaren gehalten oder sonst irgendwas. Da will ich eine souveräne 3 geben. Alaba, ja, Alaba war wie immer. Also Alaba ist, glaube ich, einer der konstantesten Spieler, die ich bei uns je gesehen habe. Der ist immer auf dem 2er- bis 3er-Level, immer. Also ich habe nur ganz selten, dass ich mal von David ein Spiel gesehen habe, wo er Note 4 wäre oder sowas. Also Alaba würde ich so zwischen 2 oder 3 plus oder 2 minus sowas ein. Pavard fand ich jetzt nicht so schlecht. Was ich ganz gut fand, war, bei ihm hast du halt auch, er war neben Lewandowski der Spieler, wo du gemerkt hast, er will unbedingt gewinnen. Das hat man echt gemerkt. Er hat es auch 2-3 Mal versucht dann mit seinen Alleingängen à la Lucio. War mit Sicherheit nicht so angedacht von Kovac, bin ich mir sicher. Hat er bestimmt auch einen Einlauf für gekriegt, so wie der Lucio das früher auch immer gekriegt hat. Aber hat mir deshalb gut gefallen. Er hat 2 Wackler hinten drin gehabt. Aber wie gesagt, mit den Köpfen da zusammen, das wird sie ihm da vorwerfen. Ne? Die sind beide mit der Köpfe zusammengeballert. Dass er da nicht ganz auf der Höhe war und noch hinterher kam, kannst du ihm in meinen Augen nicht vorwerfen. Ich würde ihm eine 3 geben. Ansonsten war er immer anspielbar, war auch derjenige, der versucht hat, das Spiel zu öffnen, im Gegensatz zum Süde. Vom Süde war ich gestern enttäuscht. Rückennummer 4, Note 4, definitiv. Süde hat gestern nur, ja, Standard gespielt. Also Querpässe à la Boateng. Ja, Note 4, mehr gibt es da nicht zu sagen. Kimmich, definitiv Note 5, Alter. Der war gestern so schlecht. Ich weiß auch nicht, er hat immer schon, auch in der letzten Saison hat er immer so Phasen gehabt, wo er 2 Spiele unterirdisch war und gestern war er unterirdisch. Defensiv war das gar nichts. Weiß nicht, wo er zwischendurch rumgeirrt ist, da war er gar nicht vorhanden. Offensiv war es auch gar nichts. Also, es war, wie gesagt, 5, Totalausfall für mich. Thiago 4, ja, er war bemüht, das Spiel zu ordnen und so weiter. Wie gesagt, ich sehe ihn einfach auch nicht auf der 6er-Position. Ich weiß nicht, ich sehe ihn da halt einfach nicht. Ich würde mir wünschen, wenn er eine Position weiter vorspielt. Denke, da kann er sich auch viel mehr entfalten. Da ist es dann auch nicht ganz so schlimm, wenn er den Ball da mal durch seine Sperenzkes irgendwie Fehlpass spielt oder verliert oder sonst was. Ja, meine Meinung. Wie gesagt, Note 4. Tolisso würde ich ja, wie gesagt, erste Halbzeit war schlecht, aber dann, ich würde ihm eine 3 geben. Also, zweite Halbzeit war echt gut, von daher, und da muss er Rücksicht nehmen. Was ist hier mit Umkreisung? Ach, weil er ausgewechselt wurde. Müller, 5, Alter.
Müller war Totalausfall. Dass er 85 Minuten, 86 Minuten gespielt hat, war ein Witz. Bei Müller generell auch letzte Saison schon. Der Müller ist einfach schlecht. Er ist schlecht, ja. Man muss... Da hat der Müller diese Dinger, diese besonderen Sachen, wo er manchmal einfach die einfachen Dinge macht und damit Erfolg hat. Aber, ja, schlecht. Einfach schlecht und ich weiß es nicht. Da muss der Kovac auch mehr Eier haben. Da muss er den einfach rausnehmen. Und wie gesagt, hau doch den Fried da rein, das ist ein Stürmer. Oder hau einen Davis rein, der außen Feuer machen kann. Oder hau einen Renato Sanchez eher rein, der mehr durch die Mitte kommt oder was. Der Müller war gestern irgendwie so halb rechts. Mal war er vorm Knapri rechts rumgestanden. Dann war er halb rechts. Wie immer, er hat nicht einen vernünftigen, eine reingearbeitet gehabt, glaube ich, eine gute. Ansonsten, keine Ahnung, war für mich absoluter Totalausfall. Auch nach hinten war er nicht so und ich finde, er passt da auch nicht irgendwie in dieses schnelle, spritzige, was wir da vorne im Moment da versuchen aufzubauen. Keine Ahnung, also Note 5 war Totalausfall für mich. Deva, ja, der Einzige, der eine 2 verdient. Nicht nur aufgrund seiner Tore, war auch so agil, hat sich oft fallen lassen. Hat ein gutes Spiel gemacht. Gnabry und Coman habe ich eigentlich beide gleich stark oder gleich schwach gesehen. Ich fand sie relativ befriedigend. Ja, waren jetzt beide keine Rip und Rops, waren jetzt nichts Außergewöhnliches. Gnabry hätte ich auch nicht rausgenommen, habe ich auch nicht verstanden. Wie gesagt, ich hätte da noch einen zusätzlichen reingebracht, eher. Gnabry hatte gute Momente, hat ein bisschen Pech gehabt. Auch Coman hat auch ab und wann mal Pech gehabt. Ja, aber das Zusammenspiel, zum Beispiel Gnabry wurde echt allein gelassen auf der rechten Seite gestern. Wie gesagt, Kimmich war irgendwie gar nicht existent so wirklich und Müller, keine Ahnung, was der Müller gespielt hat. Von daher müsste man den Gnabry eigentlich noch ein bisschen höher stellen, weil Coman hat natürlich den Alaba bei sich gehabt und ja, wie gesagt, Alaba war wie immer vorne, hinten, überall. Ja, wie gesagt, so 2, ja 2 nicht, 3, komm, wir haben ja da hohe Ansprüche auf Außen. Aber sind halt beide auch noch nicht so weit, dass man sagt jetzt, die sind ein Robben, ja, wo man das Gefühl hat, ja, gib ihm mal den Ball und er macht in Einzelaktion noch den 3:2 Siegtreffer. Das hast du bei den beiden halt noch nicht wirklich. Ist aber auch kein Vorwurf, die sind beide noch jung, die müssen sich bald noch entwickeln. Haben jetzt die erste Saison, wo sie auch die Verantwortung übernehmen müssen. Und ja, einfach mal abwarten. Wie gesagt, Renato Sanchez oder Alfonso, das willst du da bewerten. Die waren 3 Minuten mit Nachspielzeit, waren sie 5 oder 6 Minuten auf dem Platz. Lächerlich. Ganz klare rote Karte, Note 6 für den Kovac. Also Wechsel doch spätestens. Hätte der Müller schon zur Halbzeit drin lassen können. Aber selbst nach der Halbzeit kam nichts von Müller und dann nehm ihn doch spätestens in der 60. Minute raus. Und bring doch entweder den Davies, wenn du auf der Außen ein bisschen mehr Druck machen willst. Der Gnabry kann uns ein bisschen mehr in die Mitte stellen. Oder hau halt doch den Renato Sanchez rein, wenn es mehr durch die Mitte gehen soll. Ja. Und wie gesagt, wir hatten keine zweite Idee. Wir haben es, ja, wie immer. Also wer die Bayern kennt, wir haben wie immer gespielt. Wie beim Handball, ringsherum und Hertha stand hinten drinne und hat auf den Konter gewartet. Das haben wir ganz gut im Griff gehabt. Das kam Hertha nicht wirklich zu. Die beiden Zufallstore da, ja, ist nun mal so. Von daher, das war schon recht ordentlich. Aber ja, vorne, wie gesagt, es fehlte die Idee. Ich hoffe, wenn der Coutinho kommt, ist ja schön mittig offensiv. Dass er der Mann mit den Ideen ist. Das war ja vorher James Rodriguez. Den hat der Kovac ja auch versaut. Muss man da auch immer sagen. Also für mich absoluter Weltklasse-Spieler. Und ich denke, wenn er einen Trainer hat, der ihm vertraut, er hätte ja seine Tore in Madrid auch immer gemacht, wenn er gespielt hat. Und auch wenn er wenig gespielt hat. Und auch schön vorbereitet und so weiter. Gut, aber er zieht halt den Müller vor. Ja, ja, ich kann es in einer gewissen Weise verstehen. Der Müller ist nun mal ein Urgestein, was unseren Verein angeht. Aber man muss ja auch mal mit ein bisschen Abstand ehrlicherweise sagen, warum hat denn der Löw die 3 Bayern rausgenommen aus der Nationalmannschaft? Einfach,
Ja, weil der Fußball sich verändert. Der Fußball geht mit der Zeit und dann ist es irgendwann nicht mehr zeitgemäß, ja. Und ich meine, wenn der Müller gute Tage hat, ja klar, natürlich reißt er Lücken hin und her, aber die hat er halt nicht mehr immer. Und wenn er dann schlecht spielt, ja, dann muss er halt raus. Ja, und wie gesagt, den Rodriguez hätte zu letztes Jahr einfach nur das Vertrauen geben müssen. Das haben sie nicht getan, deswegen ist er ja auch weg. Was in Ordnung ist, man muss den Kader halt auch ein bisschen nach dem Trainer ausrichten. Ich finde es schade, genau wie mit Renato Sanchez, der auch keine Chance kriegt, der mit Sicherheit auch noch den Verein verlassen wird, denke ich. Ja, ist halt so. Müssen die Verantwortlichen sich auf jeden Fall Gedanken machen. Gerade auch, dass sie den Kovac da reingeredet haben. Da nochmal drauf zurückzukommen, ist halt, ja, so ein Unding. Dass er sich natürlich reinreden lässt, ist natürlich noch mehr ein Unding, ja. Da wird er nicht mehr rauskommen aus der Sache. Und deswegen denke ich, meine persönliche Meinung, er wird die Saison nicht überleben. Klar, nach so einem Auftaktspiel immer schwer zu sagen. Ja, Auftaktspiele sind sowieso schon immer ein bisschen, aber auch was wir in der Vorbereitung gezeigt haben, auch im Supercup, das war ja, ja, Schema F, nichts Überraschendes. Keine Ahnung, mich hat bisher nichts überzeugt, was ich gesehen habe. Und ja, ich weiß es nicht. Es muss halt mal eine Idee her, wie wir in Zukunft spielen wollen. Wir können natürlich noch 5 Jahre mit demselben System, selbe Einstellung spielen, aber ja gut, ich sag mal, für die Bundesliga wird es immer reichen, um Platz 1 bis 3 mitzuspielen. Da wollen wir uns nichts vormachen. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall schwer werden, Meister zu werden. Und was ganz interessant werden könnte, keine Frage. Und ich bin gespannt, ob der Mancho kommt. Wenn der Mancho kommt, ja. Da haben wir wenigstens mal wieder einen Spieler, der ackert. Ich bin gespannt, wie es mit Müller weitergeht. Der muss sich echt auf den Arsch setzen. Der muss echt mal Leistung kommen wieder. Ansonsten bin ich gespannt, ob wir noch einen wirklichen Sechser holen oder ob der Javi da mal das Vertrauen kriegt. Den Javi haben es auch letztes Jahr aufs Abstellgleis geschoben. Das ist für mich aber absolutes Unding, Leute. Ich weiß nicht, er ist angeblich angeschlagen. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ich habe auch noch ein bisschen die Befürchtung, dass er auf einmal doch noch die Nachricht kommt, dass er Martinez wechselt. Fände ich sehr schade und dann, glaube ich, sieht es ganz schlecht aus. Also, naja, mal abwarten. Lucas Hernandez bin ich gespannt. Pavard hat gute Ansätze. Man hat aber auch gesehen, dass er viel Drang nach vorne hat und als Innenverteidiger, ja, ich denke, als rechter Verteidiger oder linker Verteidiger oder was auch immer, ist er besser aufgehoben, hat man gestern gesehen. Hat einen guten Antritt, kann gut mit dem Ball umgehen und hat den Offensivdrang auch. Und nichts gegen Kimmich, er hat es bisher gut gemacht, ja, hat auch wirklich richtig gute Spiele gehabt auf der Rechtsverteidigerposition, aber man sieht halt auch, dass er nicht wirklich Bock drauf hat jetzt mehr und Defensivverhalten war beim Kimmich noch nie gut. Ja, nach vorne immer gut, keine Frage. Sogar herausragend gut teilweise. Aber wenn ich die Spieler hätte, die wir jetzt haben, ja, Pavard, rechter Verteidiger, fertig, Mitte hast du den Süde und den Hernandez. Ja, den Boateng kannst du weghauen, er soll sich verpissen. Da brauchen sie auch gar nicht, aber das Problem ist halt, die finden keinen, der irgendwas noch zahlen will, ne? Letztes Jahr hätten wir irgendwie 20 Mille gekriegt. Muss ja irgendwas noch kurz vorher passiert sein, dass er nicht gewechselt ist und ja, also ich habe den, wer Supercup gesehen hat, also das war unterirdisch von Boateng, unterirdisch, Leute. Wie gesagt, haut ihn weg und wenn er nur 10 Mille, Hauptsache er ist von der Gehaltsliste, hauen ihn weg, fertig. Hier ist ein Lars Lukas May, das ist ein super Innenverteidiger, ein Junge. Wenn einer ausfällt oder wenn er mal für eine halbe Stunde reinkommt und für die Bundesliga reicht das alle Male. Machen wir uns nichts vor und wir haben dieses Jahr keine Ambitionen in der Champions League zu sagen. Wir haben auch nur den Hauch einer Chance irgendwie, um den Sieg zu spielen. Da müsste echt schon viel extrem gut laufen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also unser Kader ist nicht Champions League siegwürdig, tauglich, würde ich behaupten. Von der Offensive. In der Defensive sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn die sich da vernünftig zusammenreißen und die Taktik stimmt. Wie gesagt, wenn wir den Pavard rechts hätten und in der Mitte den Süde und den Hernandez, links hast du den Alaba.
Ich denke, dann hast du dann schon eine sehr gute Viererkette. Und wenn du dann im defensiven Mittelfeld halt den Martinez hinstellst, oder du kannst natürlich dann auch den Kimmich da aufbauen, ja. Wenn der Kimmich dann da sich eher sieht und dann auch ein bisschen defensiver, ein bisschen noch robuster wird und so weiter. Und da aber wo er in der Mitte gespielt hat, hat er genauso wie der Thiago immer diese Risikodinger drin gehabt. Und das kannst du dir in der Mitte halt einfach nicht erlauben. Das kannst du dir eventuell noch auf der 8 erlauben, aber nicht auf der 6. Oder ansonsten hast du auch noch einen Goretzka, der auch irgendwie außen vor ist auf einmal. Ich verstehe das auch nicht. Ich finde den auch eine Granate. Der muss halt einfach auch nur spielen. Ne? Und wenn der Thiago die 6 spielen kann, dann kann der Goretzka erst recht die 6 spielen. Oder auch ein Kimmich. Also da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Sind aber alles keine Defensivspezialisten. Deswegen würde ich mir da schon einen wünschen, der eine richtige 6 ist. Wie gesagt, der Martinez dahin. Und dann hast du den Rest, kannst du in die Offensive da rum hin und her schieben, wie du willst. Also ich denke, da du die Viererkette hast mit Martinez davor, bitte dich. Wer will uns dann in der Bundesliga irgendwie? Ja, Dortmund vielleicht, aber alles andere. Und nur wieder den Martinez so in so Spielen zu bringen, in der Champions League, wenn wir mal gegen offensiv starken Gegner spielen oder so in 2, 3 Bundesliga-Spielen, ist das auch keine Option. Also, der muss sich ja auch mal ein bisschen einspielen, fit sein und es gibt ja immer diese sogenannte ja, Spielfitness und ja, die brauchen die Leute dann halt auch einfach, ne? Wie gesagt, auf der 8er, ja, Position haben wir mehr als genug Spieler. Du hast einen Tolisso, du hast einen Thiago, du kannst einen Kimmich hinstellen. Du hast einen Goretzka. Wenn du dann noch eine Position vorne nimmst, die wir ja gar nicht so besetzt haben, die 10, das war ja gestern, sollte irgendwie der Müller sein oder keine Ahnung, aber da war ja gar nichts. Wenn du dann aber natürlich da den Coutinho hast, ja, warum nicht? Kann man sich gönnen. Und außen hast du halt, ja, haben wir halt den Gnabry, den Coman, mehr wird da auch nicht passieren dieses Jahr. Du hast den Davis. Ich weiß auch nicht, wie er sich das da hat einfallen lassen. Wahrscheinlich auch der Kohl. Wir machen jetzt mal aus so einem Talent, ja, der einen Offensivdrang hat, wie ein, was weiß ich was, ja, der super torgefährlich ist. Daraus machen wir jetzt einen Verteidiger. Alter, hau dir was vor die Birne, ey. Lass den Jungen doch mal sich entfalten. Lass ihn doch als Alternative da reinhauen und nicht hier für 3 Minuten, Alter. Was soll er denn da zeigen? Ja, da geht die Seite gleich weg. Ja? Ist doch lächerlich. Ich muss das Intro nicht nochmal abspielen, ey. Weiß auch nicht, ey. Klar, das ist jetzt so Klugscheißerei von mir, ja, gar keine Frage. Ist aber halt einfach meine Meinung. Wie gesagt, ich würde... man muss auch gar nicht jetzt irgendwie noch 5, 6 Spieler kaufen. Wir können mit einem kleineren Kader starten, wir haben genug Talente. Aber man muss den Talenten auch dann auch mal Vertrauen geben und sie mal reinschmeißen und auch in Kauf nehmen, dass sie Fehler machen. Also ich meine, wir haben gestern 2-2 gegen Hertha gespielt. Da hättest du auch die ganzen jungen Jöster reinhauen können. Was hätte da schlechter laufen sollen? 2-2 gegen Hertha. Gegen so offensiv ungefährliche Herthaner, muss man ja sagen. Defensiv waren sie gut gestanden. Das tun aber alle, die nach München kommen. Aber offensiv war das gar nichts. Also da war kein schneller Konter. Die waren zweimal mit der Mittellinie gefühlt. Und ja, dann gegen so eine Mannschaft 2-2 zu spielen. Ja, hättest du mit allen anderen Spielern auf der Bank halt auch hingekriegt. Und wie gesagt, es waren halt einfach keine Impulse da in der zweiten Halbzeit. Und warum da nicht einfach mal drei Talente reinballern, 3 gestandene rausnehmen, damit die auch mal sehen, yo, ich habe trotzdem Konkurrenz, obwohl wir einen kleinen Kader haben. Aber so Müller, das mag ja, würde ich dem Müller ja auch gar nicht abstreiten, dass er keine Einstellung hat oder sowas. Aber das ist halt ein Spieler, der einfach keine Konkurrenz im Moment hat. Genau wie so ein Coman oder Gnabry, die haben auch keine Konkurrenz, obwohl die gestern nicht schlecht waren, keine Frage. Aber trotzdem hätte ja man da einfach mal sagen können, ja komm, dann gehst du raus nach 60 Minuten, keine Ahnung, und haust mal einen Davis rein. Naja, und das soll mein Talk gewesen sein zum 2:2. Da seht ihr, in welche Richtung das hier geht. Werde ich nach jedem Spiel, sofern ich die Zeit habe, das machen. Unter der Woche muss ich mal gucken, wenn Champions League ist oder sowas. Da mache ich es vielleicht auch dann erst am Wochenende zusammen. Jetzt zum Pokalspiel gibt es nicht viel zu sagen. Ne? Also ja, wie gesagt, ich habe noch keine gute Leistung gesehen von unserer Mannschaft in der Vorbereitung. Jetzt auch gut, wie gesagt,
man soll jetzt nicht vorschnell urteilen, kann alles noch, ja, wir müssen erstmal warm, wir sind noch in der Vorbereitung, alles gut und schön, deswegen warten wir mal noch 3-4 Wochen. Dann bin ich gespannt, ob der Kovac die Kurve kriegt. Ich glaube es nicht. Aber vielleicht überrascht er mich. Letztes Jahr habe ich noch zu ihm gehalten, ja. Generell stehe ich jetzt auch noch zu, fand ich die Aktion scheiße von Rummenigge und Hoeneß, da ihn so hängen zu lassen. Aber er muss jetzt echt Kante zeigen und muss mal sein System umsetzen, was er angeblich hat. Und ja, ich weiß nicht, er macht einfach eine komplett unglückliche Figur bei uns, auch mit seinen Aussagen. Und der Brazzo genauso. Also nichts gegen Brazzo, aber er hat halt auch keine Erfahrung auf dem Posten. Und man sieht es ja jetzt in der Transferphase. Also das ist nicht Bayern-like, was da passiert. Auf welche Transfers man sich hat durch die Lappen gehen lassen. Auch von Spielern, die nicht so teuer wären, wo man hätte für 25 Millionen was hätte kaufen können. Oder auch für 60, 70 Millionen. Auch Außenspieler. Klar kann ich es verstehen, dass man jetzt nicht sagt, wir kaufen jetzt hier, was weiß ich, irgendeinen für 80 Mille und setzen den Gnabry im Command vor die Nase. Habe ich volles Verständnis für. Deswegen sage ich ja, optimal. Wir haben den Davis für die Position noch und jetzt haben wir noch den Dortmunder da gekauft, den Perisic. Ist alles gut, reicht. Gar keine Frage. Muss ja den beiden mal ein Jahr geben, den Gnabry und den Coman, wie sie sich entwickeln. Und dann kannst du nächstes Jahr immer noch zuschlagen, wenn die nicht jetzt den Durchbruch schaffen. Dann stehst du nächstes Jahr zu und kaufst da nochmal eine Granate. Gar kein Problem, habe ich volles Verständnis für. Und vor allen Dingen, ich meine, wenn wir das so machen, aber dann gebt denen doch auch die Chance. Dann hau den Davis doch auch mal 30 Minuten wenigstens rein oder auch mal eine Halbzeit. Also, was soll er groß kaputt machen, weißt du, wie ich meine? Und das fehlt mir beim Kovac. Das fehlt mir echt. Da fehlt mir echt, dass er die Eier hat, einfach. Und das war ja gestern auch nicht sein System, was er spielen will. Gut, wir haben nur mit einem Sechser gespielt, aber ansonsten hat sich nichts geändert. Gar nichts. Gar nichts. Naja, gut. Das war's von mir, Leute. Ich bin gespannt, wie der Spieltag weitergeht. Und ja, ihr hört dann nach unserem zweiten Spiel wieder von mir. Und dann vielleicht auch noch mal zum Coutinho-Transfer oder zu den komischen Gladbacher Transfer. Vielleicht überrascht der mich ja. Ich meine, der Arp hätte mich auch noch überrascht, aber der stand noch nicht mal wieder im Kader. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Blick ist nicht im Moment. Im Moment, was Transfer, was Personalplanung angeht bei uns, in meinen Augen leider nicht Bayern-like, ein Trauerspiel. Und ich hoffe, spätestens wenn der Olli kommt, dass der Olli aufräumt. Weil den Brazzo kannst du da nicht lassen auf den Posten. Aber wie gesagt, da muss ich mir mal, wir warten mal ab. Ja, wir warten mal ab. Und ansonsten werde ich da nochmal ein extra Video zu meiner Meinung kundtun. Aber vielleicht ist ja in 5 Wochen schon wieder alles rosa-rot bei uns. Ich wage es zu bezweifeln, aber gut, wir werden sehen. In diesem Sinne bedanke ich mich, wenn ihr hier dabei wart. Und wie immer gerne, haut mal eure Meinung raus. Meine Meinung ist natürlich auch nur meine Meinung, ja. Aber die ist so, die wird auch nicht geändert und man muss sie auch nicht teilen, ja. Deswegen, ich mag andere Meinungen, ich mag auch gepflegte Streitgespräche in diesem Sinne. Lasst euch aus, haut rein. Bis dann. Ciao.